Der 23. Februar ist ein Feiertag der Sowjetunion, aber in der tschetschenischen Geschichte ist es ein Trauertag. Genau vor 75 Jahren, am 23. Februar 1944, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurden alle Tschetschenen und Inguschen, insgesamt mehr als eine halbe Million, aus ihrer Heimat nach Zentralasien, Kasachstan und Kirgisistan deportiert. Diese Operation ist bekannt als Tschetschewitza oder Lentil. Zur Vertreibung der Tschetschenen und Inguschen wurden über 120.000 Einheiten der UdSSR losgeschickt und Millionen von Rubel bereitgestellt. Laut den Dokumenten des NKVD, die Staatspolizei der UdSSR, wurden 180 Viehzüge losgeschickt, aber nicht voll mit Kühen oder Schafen, sondern mit Tschetschenen und Inguschen. Auf dem Weg sind in den 180 Zügen 56 Kinder zur Welt gekommen, fast 1300 Menschen starben auch. Alle Tschetschenen und Inguschen wurden als Helfer der deutschen Soldaten und Feinde der Sowjetunion gekennzeichnet. Die Deportation wurde von sowjetischen Soldaten durch besondere Grausamkeit und Massenmord begleitet. Der Grund dafür ist bis heute offiziell nicht geklärt. Heute ist der 75. Jahrestag der Deportation. Um eine solch grausame Tat zu vollstrecken, muss die sowjetische Regierung einen schwerwiegenden Grund gehabt haben. Aber bis heute wurde kein offizieller Grund dafür bekannt gegeben. Damals wurden Tschetschenen und Inguschen als Helfer und Anhänger von Adolf Hitler und als Feind der Sowjetunion abgestempelt. Wenn man heute in den russischen Archiven nachschaut, geht selbst in den damaligen Dokumenten hervor, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Außerdem erkennt man in verschiedensten Filmen und Büchern, welche nach Sowjetzeiten hervorgingen, welche Völker in Wahrheit sich den Nazis anschlossen und diese unterstützten. Vor ungefähr 11 Jahren hat der Historiker und Schriftsteller Vadim Machno ein Buch namens Spravetschnik veröffentlicht. Ich zitiere euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch. Ein Verzeichnis aller Personen, die sich dem Dritten Reich anschlossen und mit den Nazis kooperierten. Sowohl Staatsbürger der Sowjetunion als auch Immigranten und Personen aus Südweißrussland, der Ukraine und den baltischen Staaten. Das Verzeichnis enthält über 150 Seiten. Es enthält allgemeine Informationen über die Personen, zum Beispiel Geburtstag, Herkunft, Name, Familienangehörige und so weiter. Ich möchte euch einen kleinen Auszug aus dem Buch zeigen. Hier steht, dass 300 Generäle der Sowjetunion mit den Nazis kooperierten, von denen 200 Russen waren. Die restlichen 100 enthielten Armener, Georgen, Kasachen, Osseten, Tscherkesen, Aserbaidschaner, Kalmyken und viele andere Landsmänner. Im ganzen Verzeichnis wird kein einziger Ingusche oder Tschetschene erwähnt.
(2012) wurde ein Buch namens Haibach von Tamara Tschagajewa, Prokurist Musa Hadisow und Salamat Gaye veröffentlicht. Im Buch sind Geschichten von Zeugen der Deportation und Dokumente aus Archiven, wie die Operation abgelaufen ist. Der Name dieser Operation lautete Tschetschewica. Das bedeutet auf Russisch Linsen sowie die Hülsenfrucht. Es war ein Spottname, weil das Wort so ähnlich klingt wie Tschetschene. Ebenso stehen in dem Buch alle Namen der Soldaten und Offiziere, welche die Operation ausgeführt haben. Die Medaillen und Regierungsauszeichnungen, die sie erhalten haben, stehen nicht für den Schutz des Heimatlandes vor den Faschisten, sondern für den Massenmord am eigenen Volk. Ein Auszug aus dem Buch zeigt einen von vielen Berichten. Dieser hier ist vom Oberst Gransky an den stellvertretenden Volkskommissar für Staatssicherheit der Sowjetunion und Kommissar des KGB zweiten Ranges Kabulow. Am 22. März 1944 sind Soldaten von Major Saigakow nach Golonchowski und danach in Amki einmarschiert, nachdem die Bewohner schon alle umgesiedelt wurden. Sie übten Selbstjustiz aus und haben ohne Befehl alle Leute, die zurückgeblieben waren, weil sie sich verspätet hatten oder krank waren, getötet. Über 60 Personen wurden ermordet. Darunter waren ein 8-jähriger Junge und ein alter Mann, die mit Gewehrbajonetts aufgespießt wurden. Dieser Bericht hier ist nur einer von Tausenden, die täglich verschickt wurden, und dokumentiert nicht mal die schlimmsten Gräueltaten, die damals begangen wurden. Das Buch enthält ein eigenes Kapitel namens Auszeichnungen für den Genozid. Es ist eine Auflistung aller Personen, die für die Deportation Medaillen und Belobungen erhielten. Hier sieht man nur einen kleinen Ausschnitt von den insgesamt 713 Regierungsbeamten und Soldaten, die im Buch aufgelistet sind. Für einige dieser Gräueltaten gibt es sogar immer noch Zeugen, von denen wir nun die Aussagen einblenden. Sie berichten über ihre eigenen Erfahrungen. Im Jahr 1944 wurden Tschetschenen und Inguschen aus ihrer eigenen Heimat ohne Grund deportiert. Dabei spielte es keine Rolle, ob es kleine Kinder oder alte Leute waren. Am 23. Februar ohne einen einzigen Grund Staatsverräter genannt und in Viehwaggons, die eigentlich nur für Rinder oder Schweine gedacht waren, eingequetscht, mit nicht einmal genug Platz, um die Beine auszustrecken, wurden wir gezwungen, eine Strecke von 16 Tagen zurückzulegen. Wir wurden nur einmal am Tag kurz rausgelassen, und draußen wurden alle Männer und Frauen, die versucht haben, zur Seite zu gehen, um aufs Klo zu gehen, erschossen. Alle mussten zusammen aufs Klo gehen, Toiletten gab es keine. Fast am Verhungern sind die Überlebenden angekommen. Alle Toten wurden einfach aus dem Zug geworfen. Nicht einmal vergraben, sondern einfach auf dem Boden liegen gelassen. Bei der Ankunft gab es nicht einmal irgendwo einen Ort, um reinzugehen. Wir wurden in eine Schweinefarm gepfercht. Dort gab es einen Graben. Wir wurden zusammen mit 16 Familien dort reingedrängt. Viele starben dort an der Typhuskrankheit. Danach nahmen die Russen den kasachischen Einwohnern dort pro Familie ein Zimmer weg und wir wurden gezwungen, dort zu leben. Hunger war auch ein schwerwiegendes Problem. Leute nahmen beispielsweise Äpfel, die von irgendwo runtergefallen waren, und aßen diese aus Verzweiflung, ohne darauf zu achten, ob sie überhaupt frisch sind.
Es gab einen Graben, wo Essensreste wie zum Beispiel Kartoffelschalen entsorgt wurden. Die Leute dort sammelten die bereits mit Fliegen verseuchten Reste und säuberten sie, um etwas zum Essen zu haben. So schlimm war der Hunger und das Leid dort. Im Jahr 1947 kamen noch Polizisten dazu und man wurde für 15 Tage eingesperrt, wenn man außerhalb der Grenzen des Kolchos erwischt wurde. Man durfte nirgendwo hingehen. Wir Tschetschenen mussten viel durchmachen. Im eiskalten russischen Winter gab es 4 Kinder mit ihren Eltern, die bei einer kasachischen Familie in einer Hütte lebten. Nachdem alle 4 Kinder und ihre Eltern verhungert waren, haben die Kasachen die Hütte einfach zum Einsturz gebracht, um sich nicht die Mühe machen zu müssen, die Familie zu begraben. Wir Tschetschenen und Inguschen mussten echt viel über uns ergehen lassen. Als wir aus Tschetschenien deportiert wurden, durften wir nicht einmal unsere Besitztümer als Handgepäck mitnehmen. Die Russen fuhren mit ein paar Studebaker-Autos vor und jeder, der Glück hatte, durfte ein paar Kleidungsstücke aufladen. Wir wurden mitten in der Nacht mitgenommen. Nicht einmal die Toten haben sie in Frieden gelassen. Soldaten rissen Grabsteine aus und nutzten sie als Pflastersteine, um Straßen und Brücken zu bauen. Sie benutzten sie auch für die Fundamente der Schweinefarmen. Erst 1994 unter der Präsidentschaft von Djokhar Dudajew wurden alle Grabsteine wieder gesammelt und zu einem Memorial zusammengesetzt. Auf der Gedenktafel stand Duhurdats, Dölhurdats, Düturdats, was so viel heißt wie wir werden nicht brechen, wir werden nicht weinen, wir werden nicht vergeben. Leider stand dieses Memorial nicht lange und wurde beim russisch-tschetschenischen Krieg zerstört. Als die Bewohner des Dorfes Haibach deportiert werden sollten, wurde ihnen von den Sowjets gesagt, dass die Autos zum Abholen leider nicht herfahren können, weil das Dorf zu weit oben am Gebirge ist. Am Vortag gab es einen Schneefall. Man konnte aus den Bergen Frauen mit Kindern, kranke und alte Menschen nicht herunterbringen. All diese Menschen wurden nach Haibach gebracht und in den Pferdestall des Kolchoses getrieben. Ironischerweise war der Stall nach Lavrenti Beria benannt, dem Leiter der Operation. Die Soldaten haben erklärt, wenn ihr nicht erfrieren wollt, dämmt den Schuppen. Die Menschen bedeckten die Wände und den Boden mit Heu. Mit dem Versprechen, dass am Morgen ein Flugzeug kommen würde, um alle abzuholen, verabschiedeten sich die Sowjets von den Dorfbewohnern. Jedoch traf der Generalmajor Gwischiani um 11 Uhr morgens seine Entscheidung. Er befahl seinen Soldaten, den Stall, der mit über 700 Personen gefüllt war, niederzubrennen. Die Brandstifter rannten um den Pferdestall und setzten den Stall mitsamt den Tschetschenen in Brand. Für alle, die es schafften, aus dem Stall zu fliehen, warteten Maschinengewehre, die jede einzelne Person niedermetzelten. Das älteste Brandopfer war 110 Jahre alt und die jüngsten waren 2 neugeborene Zwillinge, die am Tag zuvor im selben Stall geboren waren. Nicht einmal Babys wurden verschont. Es gab nur einen Überlebenden, und zwar einen 10-jährigen Jungen namens Mumadi Elgakaev, der nur überlebte, weil er von Erwachsenen aus dem Fenster geworfen wurde. Er erzählte die Geschichte über den Genozid weiter, damit daraus ein Film gedreht werden konnte. Als der Film namens Befohlen zu vergessen 2012 dann letztendlich rauskam, verstarb er kurz danach.